Hallo miteinander. Herzlich willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Wir sind da beim Barkeeper wieder. Und wir stehen jetzt mal vor ihn her und zeigen da auf den Drink, den wir da haben. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Tipptopp. Nur, was machen wir jetzt mit dem? Neon-Drink, damit die Leber im Dunkeln leuchtet. Perfekt. Ja, was machen wir mit dem? Sag mal. Ich gehe mal zurück zum Wegweiser. He? Was denn da noch? Brücke. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moosis. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleich zu tun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Okay. Offenbar war Edna Dr. Nun galt... An der Futterkrippe hing Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Es ist sicher eins von denen da. Steht nichts. Nein, steht natürlich nichts. Aber An der Futterkrippe hing ein Lilly, aber ich sie kann doch hat... nicht das Schild anschauen. Da mal drüber kippen da. Was? Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Das hat der Förster so angeordnet. Das stimmt also wirklich. Erwachsenen nicht widersprechen. Aber das weißt du ja zum Glück selber. Ja, bleib doch da, ich muss dich doch hypnotisieren. Ich will dich hypnotisieren. Aber hast du aber Bleib da. Garrett tat, was... Lauschen. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Ah, die gibt's wirklich. Okay. Lilly wollte die... Ja gut, dann mal wieder zurück. Zum Moorsit darf ich ja eben nicht, hä? Psst, oder? Ah, doch. Aha, ich müsste es ja nur deaktivieren, aber ist gleich. Ich gehe jetzt mal da rein. Oder das darf ich wahrscheinlich eben nicht. Yep. du sollst dich... Ah, ist ja gut, ist ja gut. Du sollst nicht. Und jetzt, Moment, ich muss ja nur das Teil deaktivieren. Harvey Power aktivieren! Und jetzt?
Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Jetzt gehen wir mal weg. Hui! Also. Aha. Schade, wieso hat es nicht gefressen? Was sagt ihr jetzt? Lilly wollte... Offenbar war Dr. Nun gab... Jetzt ist doch ein Säbelzahn-Wildschwein da gewesen, oder? Egal. Wir haben unseren Drink. Ah, praktisch. Ich hätte gern einen Volcano Berserker. Ein Volcano Berserker? Kommt sofort. Aber Vorsicht, da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. Nein. Ah, Aber Lilly, was Weiß willst du denn doch. damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. ja, ja. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Die sehen verdammt gefährlich aus. Die sind doch niedlich, oder nicht? Hypnotisieren, hypnotisieren, hypnotisieren. Yeah. Schau mal. Oh, das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Ja. Woogie. Oh, I love it. Woogie. So, let's see. Ja, das ist doch so das Bild. Die Hunde hatten ihren Einsatz gemacht. Jetzt war Lilly dran. Aha. Pokerhund. Hey, guck mal, das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann soll sie ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Miau. Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So eine Verschwendung. Okay, nimm's mit. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Ich habe es nicht mitgenommen, aber... Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Ja, okay. Der Kaffee war schwarz, wie dieser Abgrund, den Lilly sah, sobald sie die Augen schloss. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber Sorry, es gab muss gerade keinen wursten. Blocker, also war das wohl okay. Ja, in dem Fall. Und jetzt? Aha, nein. Jetzt wache ich auf. Erstaunlich. Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Toll. Lilly konnte die Lösung für ihr... Ja, ich weiss gerade nicht, wie ich weiterkomme. Ich müsste irgendwie einen Hammer haben, um das Teil aufzuschlagen. Aber ich habe das Gefühl, es muss auch dort drin... Es muss dort drin sein, bei diesen Hühnern. Nein, zwar, ich habe erst... Ich brauche entweder da, für den Kasten brauche ich das Geld. Und sonst fürs Pokern auch noch. Aber warte mal. Eben, da sage ich zwischen. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Ist gut. Du kannst nicht mitspielen. Es sei denn... Da würde sie sich länger halten, aber Lilly wusste auch, wozu also. Westerndorf. Oh, wow. Wenn Lilly groß war, würde sie auch Goldgräber werden. Dann hätte sie endlich ihre eigene Spitzhacke. Das ist natürlich das Geilste. Howdy, Fremde.
Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Okay. Sag mal, der Weg! Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Das hast du schon mal Der gesagt. Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Okay. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Gut, dann ist das unser Ziel. Ne? Ah ja, voll. Wendigo. Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Der treibt sich hier irgendwo rum. Ein Schami. Aha. Wo ist der Schami? Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Logo. Gut, danke. Prärie. Indianerfriedhof, Salon. Da kommen wir mal an den Hinterhof da. Ah, das Polizeirevier, klar. Der Gnome machte einen vertrauenserweckenden Eindruck. Natürlich. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Ja, was hast du? Anti-Faltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, okay. Staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alcofix, dem exklusiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt 100%. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alcofix, dem Wunderschnaps? Natürlich. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alcofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alcofix-Probe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Ich bin psychisch krank. Aha, mit dem Mayonnaise irgendwie in die Sonne stellen und dann, ja wahrscheinlich, dann krank werden. Der Sheriff. Logo. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Schade. Voll. Die Cash Cash-Cow Cow. wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Nimm die Satteltasche, los. Ja, nein, er wehrt sich wahrscheinlich Nein. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cash-Cow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Lilly war sich sicher, dass das... Schade. Probiert's halt einfach mal. So, aha, Raucherzeichen. Lilly hatte es heute offenbar nur mit schrägen Vögeln zu tun. Wie nett. Kann mit dem reden.
Ja, du mich auch. Oh. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Hm. Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal ein Salat. Weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Geier sind übrigens die einzigen Vögel, die furzen können. Eben weil sie so viel grusiges Fleisch essen, das so Gas absondern. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Dann dreh mal, Lilly. Ah! Sehr schön. Alright. Und jetzt? Jetzt ist sie kaputt. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Ist sie jetzt? Ah. Oh, stellt euch vor, das säuerliche... Oh. Herzig. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Ja, Donutfabrik, bestimmt. Okay, ja. Wir sind krank. Gib mir Alkofix. Kommen Sie näher. Und Bestand, naturechte. Und jetzt für komm Ja, das und kann er. nee, schmeckt. Ach du, nein. Es sei denn, du hast du Unheil einen. Zeig's Büchli. Jö. Ja, aber hallo. Was freut haben sich. wir denn da? Oh, da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Meinen Glückwunsch. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Sehr Um schön. ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix wow. überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Sehr schön. Wow. Danke. Was wir mit dieser Flasche machen, Leute, sehen wir aber erst das nächste Mal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Peace.